Herr Ehre Chamberpräsident Jean Spautz, Herr Ehren Bürgermeister Roland Schreiner, die Damen und Herren aus dem Schöfflinger Chefen an Gemengerot, wert Ehregäst, Vertreter und Delegierte von den Lokalvereinen, Leif Mattbierger, Heibannen und Dubausen am Livestream. Ich begrüße euch von Herzen auf unserem Rendezvous, auf unserer Science Académique am Kader von den Festivitäten für den Nationalfeiertag. Et freut uns, euch alle Guren hier am Centre Sportif zu begegnen. Ihr Bonjour von Herzen geht allerdings auch an all die. Ja, wir feiern wie üblich unseren Nationalfeiertag, allerdings an einem Tag an eigentlich ungewinnte Kader, an eigentlich auch nicht zu einer direkt üblicher Zeit. An dat alles aus dem Covid-19 geschuldet, ein Gesell, den uns manches auf den Kopf geworfen wird.
Je salue très cordialement ceux qui viennent de loin et qui partagent leur vie avec la nôtre et qui joignent leurs efforts aux nôtres pour réussir nos projets. Vous êtes une partie de notre pays, de notre passé et surtout de notre futur. Soyez les bienvenus au Luxembourg, à Schifflanche. Hier an unserem Dorf, wie man das immer gerne sagen, unser Gemeinde Schöffling, als jedereen willkommen. Nicht nur auf Nationalfeiertag, weil 12.000 Einwohner, Lützebäuer und Nicht-Lützebäuer, Männer und Frauen, jung und alt, auch ein Reihe Demandeurs und Bénéficiaires de Protection internationale leben, wohnen und schaffen haben. Die Damen und Herren, eine ganze Reihe Leute sind heute Abend exkusiert. Ich will sie nicht alle nennen, aber stellvertretend für sie alle will ich den Conseiller Riso Agewitsch erwähnen, den bedingt durch seine Gesundheit noch nicht aktiv präsent und öffentliche Sitzungen teilnehmen kann oder will. Ihm jener zum Weg von einer Amelioration von seiner Santé und gesagt wirklich gut aus. Wir wünschen ihm von dieser Platz aus Gutes, all Gutes und auch noch Geduld. Gleichermaßen will ich als Gemeindesekretär Fabian Dietrich exkusieren, die aus wichtigen Raisons privées heute nicht kann dabei sein. Hier Aufgaben hat sie vertrauensvoll und Claudine Feierreisen weiter delegiert. Auch unserem Fabian Courage und Geduld. Die Damen und Herren, ja, heute feiern oder ehren wir den Nationalfeiertag. Etwas Besonderes, weil wir feiern mit 100 verschiedenen Nationen zusammen. An die 100 Weiden an der Allee des Nations, die wir Tag vom Baum letztes Jahr gepflanzt haben, sind Symbol von diesem friedlichen, erleblichen Madeneen. Sind Symbol von Toleranz, verstehst du mich? Und dass an der Entree von der Allee des Nations eng E steht, als Zeichen, dass wir eine stabile Kommunität durchstellen, wo jeder Einzelne zählt, wo jeder Einzelne Chancen als Perspektive soll haben, wo jeder Einzelne sich frei entwickeln kann. Ja, 100 Weiden als Zeichen von der Union, von der Fried, vom gemeinsamen Leben, wo das gemeinsam zählt, wo der gesunde Menschenverstand primiert. Genau wie an einem Park, wo die Bäume und Hecken, wo die Blumen gehegt und gepflegt müssen gehen, so müssen wir auch als Zusammenleben immer nicht hegen und pflegen. Und genau das ist ja auch die Message von unserem Nationalfeiertag. 2 Tage für 23. Juni, wo wir uns für heute am Centre Sportif aufhören, wo wir dann eben zusammen mit den Vereinsvertretern aus der Sport- und Kulturwelt, aus dem Bereich der Freizeit, Gesellschaft und Politik, wie am vergangenen Jahr am Kader von einer Science Publique, einer Soirée de la Mémoire oder einer Soirée du Souvenir et d'Honneur, nachdenken und hinterfragen, was uns der Nationalfeiertag bedeutet, was der Sinn und Zweck von unserem Rendezvous heute ist, für was wir diesen Feiertag, ja diesen Ehrentag heimschalen. Das sicher, die Seance von heute wird an den kommunalen Geschichtsbüchern irgendwie einen Spezialplatz oder zumindest eine Spezialmention finden. Das für die zweite Kehr, dass als Festivitäten rund um den Nationalfeiertag ohne Schöfflinger Fest, ohne die Madeneen von den Vereinen und den Schöfflinger Leute, ohne Musik und Gesang, ohne Gegrills und Getränks über die Bühne geht. Und ich muss sagen, ich weiß nicht, wie dir es geht, ich fand, es fehlt uns etwas. Nicht nur heute, nein, schon seit ganz langer Zeit. Weil es Ende März zum letzten Jahr 2020 bis heute an den Juni ran 2021 haben wir mit Einschränkungen, mit Konsignen sanitären, mit neuen Lebenssituationen und vielem anderen eins gehen. Jo, es war keine einfache Zeit. Heute kristallisiert sich eine mehr positive Situation auf am Land und noch heute zu Schöffling, wo wir während mehreren Wochen Situationen kannten mit 450 bis 550 infizierte Leute über den Zeitraum von 14 Tagen geguckt. Heute liegen die Zahlen, so unter der Kontrolle von der Madame Sider, liegen sie bei rund 10. Und merci dafür und alle Guren als Matbürger und ich für die Geduld und das verstehst du mich. Und merci und alle als Matbürger, die bereit waren, den Weg vom Konfinement, den Weg vom Lockdown, von den Konsignen sanitären aktiv mitzugehen.
Et war nicht immer einfach, es tut viel verstehst du mich, müssen Abbruch gehen, mit des Haltung, des Ausstellungen waren wichtig für die Sanitärkrise, nicht nur im lokalen Niveau heute zu Schöffling, insgesamt für sie zu meistern, und für sie immer im Nies aufzufördern. Haut freue mir als über den wirklich gute Entwicklung. Wohlwissen zu unserer Woche an den Runner, dass wir weiterhin gefördert bleiben, an einer gewissen Vigilance immer noch gefroht ist. Zurück auf den Nationalfeiertag, die Damen und Herren, es ist bleibt ein Feiertag, ein wichtiger Tag am Kalender von der Gemeinde. Mit diesem Rendezvous heute, hier am Centre Sportif, feiern an eure mir, wie gesagt, mit den Vereinsvertretern, mit den Responsablen aus Politik und Gesellschaft den Nationalfeiertag. Eine Gruppe von der Schöfflinger Musik unter der Leitung von Eric Girardi sorgt für den musikalischen Enkadrement zwischen den einzelnen Reden. Und wir haben den Erik gebeten, als mit lebendiger, farbiger, schwungvoller und amüsanter Musik eine Stimmung zu halten. Weil das brauchen wir ja. Die Konvivialität, die Fried. Ich weiß, das ist ganz schwierig, weil wir zu Hause nie sitzen. Das ist nicht gerade so die Stimmung, die ihn so viel findet, wenn ihn ganz nur bei ihm sitzt. Aber den Erik mit seiner Musik, hier sorgt für die notwendige Stimmung. Das ist auch unser Wunsch an uns Ulayes gewünscht, als Vereiner zu sagen, kommt, macht mit, weil auch sie hatte keine einfache Zeit. Sie haben ihre Aktivitäten angestellt, teilweise ganz aufgesucht. Und wir wollen nur helfen, als Gemeinde, löser als Vereiner, ob sie aus dem Sport, aus der Kultur, aus dem Freizeitbereich kommen, löser an der Rulle von einer Normalität ran zu feiern. Übrigens, Musik als alle Gören getestet gehen, sie haben einen Selbsttest gemacht und sie waren alle Gören negativ. Das machen sie übrigens auch für alle Profen, die sie aufgehalten haben. Und das geht immer in der Regie von jungen Musikanten gemacht, die Doktor sind, die den Medizinerberuf nachkommen. Also das ist hohe Qualität, nicht nur von der Musik, sondern auch von dem Test hier. Das ist eine Klangfeier, die ohne Zweifel auch als Merci, Respekt und Anerkennung zu werten ist, für den Engagement von den Leuten, die eine schwierige Zeit hatten, an unseren Spitälern, an unseren Schulen, an unserem kommunalen Sektor, an überall da, wo Leute waren oder da sind, nach für zu helfen, für Leben zu retten, auf ihrem Interesse von der Gesellschaft, an der Ökonomie Ersatz zu weisen. Am Park Leonie Kullen, den wir Kirchenrecht als solche benannt haben, und Mac Drusenheim an Albis-Kaiserstraße, haben wir dafür am November letztes Jahr in Ahornbahn gesetzt. Es sollte ein Zeichen sein von Hoffnung an der sanitären Krise, dem uns wir voll dran. Gleichermaßen sollte Bern aber auch als Zeichen von Merci gelten für all die, die während dem Konfinement, und waren da nicht wenig, und noch nach Haut am Mur, mit viel Devoement und Engagement, helfen, das Krise zu meistern und als gesellschaftliches Leben aufrecht zu halten. Ein spezielles Merci an die Leute aus dem Gesundheitssektor und aus dem zivilen Schutz zu richten. Mit der poetischen Form an dem Feuerwehrspiel von einem Ahorn, das werden wir noch alles erleben, wenn er richtig gut und stabil ist, sollen Schönheiten vom Leben eben zur Geltung kommen. Der Baum soll uns auch neue Kraft und Energie schenken, für die Zukunft, die für uns ist, zu bewältigen. Der Baum soll auch als ein Zeichen für Courage gesehen und als Steipen für die Mitbürger, die besonders schwer und die Familien, die besonders schwer von der Pandemie getroffen sind. Die Mitbürger, eigentlich müssten wir heute ganz viele Leute ehren und loben. Besonders die ohne viel Abhebens und Gedäßens rund um ihre eigene Person geschafft haben. Dass vieles weitergeht, dass leider nicht geholfen haben und das Leben aus sich führen geht. Dass mir dafür ein besonders Fried, zwei invitierte Konferenzen heute an unserer mit speziell zu begrüßen. Bienvenue, Madame Sandra Sidon, sie ist der Chef des Service des Ressources humaines de la Direction de la Santé. Willkommen auch unserem Philippe Kloos, Direktor regional am Enseignement fondamental. Alle beide, wir haben sie richtig ans Herz geschlossen am Chefrat, alle beide tun während der Krise, wie soll ich das sagen, eine speziell wichtig und essentiell Aufgabe erledigt, die viel, an teilweise indirekt oder direkt mit der Gestion von der Krise zu dienen haben oder zu dienen hat. Ja, alle beide waren auch für uns Gemeinde einen wichtigen und einen essentiellen Ansprechpartner.
Hinnen alle beet e grosse Merci fir all Hëllef an all méi, a mir huse do hier Bierden aus hirem Blickwinkel mat enger Intervention als Kleinfeier zu qualifizieren. An demselvichte Sinn as auch dem Herr Yves Marquis, Conseil, a Präsident von unserer kommunaler Sport-, Kultur- und Freizeitkommission, seine Intervention zu verstohlen. Zum Schluss von dieser festlicher Zeremonie haben wir dann noch nach Fred, das auch echt molisch, dass man leider aus unserer Gemeinde, da tun wir so am Kader von einem Festivitätserste gemäht, zu ehren, die 20 oder mehr Jahre am Dienst von der Gemeinde, von den Schöfflinger Leid, von den Niederen Leid, von den Kanner gewirkt und geschafft haben. Dem nur ein flotten Ehren allemal. Der Nationalfeier daraus, wie es wurde, zieht den Tag von unserer Nation. Fest von den Leuten an den konvivialen Momenten von allen, die heute zu Lützeburg daheim sind. Das feiern wir heute ein bisschen in einer anderen Form. An diesem Jahr, wie gesagt, feiern wir ein bisschen ernst, ohne Fest, nicht bis an den späten Abend dran oder bis an den Morgen vielleicht doch, draußen mit viel Musik. Wir haben aber als Gemeinde mit einer Vierwärtstut für als Familien haben wir einen zusätzlichen Gest gemacht, den wir statt der Morgen an der Mitte mitgekriegt haben von den Leuten, die Tute verdeelt und die doch so sagt, henken, denen hat viel Spaß gemäht, wir haben das auch freie Mutter gemäht. Wir feiern aber, und wir lassen uns auch nicht innerkriegen. Ich will von dieser Platz aus direkt all denen, die in der Vorbereitung von demselben responsabel waren, die für die Verdelung responsabel sind, und viele andere, die ich noch vergessen, eine große Merci sagen. Der Nationalfeier daraus für uns dem noch kein abstrakten Tag, das ist der Moment vom herzlichen Madenen, und dafür sind wir froh, dass wir das heute Abend, auch wenn das in einer speziellen Form ist, können aufhalten. Das ist auch der Tag, wie gesagt, für Merci zu sagen, und für noch Hannen und noch viel zu blicken, weil das kann doch, und das gibt uns auch neue Möglichkeiten oder andere Möglichkeiten, neue Brücken aufzubauen. Mit dem Ausschaffen, respektive dem Abstellen von unserem Masterplan, blickt auch als Gemeinde noch viel. Neue moderne Schule für uns Kanner, und da sind wir gut in der Weg. Neue Möglichkeiten für uns Betreuungsstrukturen an der Maison Relais. Neue Wege für uns Gemeinde auf der Landkarte vom Tourismus an der Minetregion zu festigen. Neue Geringanlagen an der Ortschaft für eine naturfreundliche Gemeinde zu promovieren. Neue moderne Ateliers für uns Service de Regie. Eine Flottentwicklung von den ArcelorMittal-Frischen zu assurieren. Neue Sportsterrain an neue Kulturhäuser will wir schaffen. Da vieles mehr, das sind als Pläne für die Zukunft. Wir haben einen langen Weg zu gehen und die gehen wir auch zusammen. Nicht zu vergessen, den Highlight am Jahr 2020 mit der Kulturinitiative Esch 22, wo wir unter anderem mit der Geschichte rundherum der Maxeweiher ein flotte Projekt laufen haben, wo wir mit unserem Kunsthaus, dem Eurofestival und vielen anderen kulturellen Projekten am Juli und am August 2022 bei sicherlich gutem Wetter neue Leben auf Schöffling werden bringen. Wir sind noch hier, wie gesagt, guten Weg, wohl wissend, dass der Fortschritt immer nicht so neue Evaluierungen und noch einmal andere Entwicklungen braucht und nicht etwas, was heute ist Idee, das muss mal so umgesetzt gehen. Stillstand und Immobilität sind nicht gefroht. Wir alle haben zusammen eine ökologisch, ökonomisch und noch soziale Responsabilität. Zum Wohl von den Schöfflinger Leute an unserer Gemeinde wollen wir weiterhin mit denen das aufstimmen, was uns zusammen noch vorbringen soll. Aber am Blick auf den Nationalfeiertag erwidern ich alle Guren an diesem Prozess eine aktiv, ja konstruktiv und engagierte Rolle zu spielen. So nicht merci.
Guten Abend, Herr Bürgermeister, liebe Chefen, liebe Schöfflinger. Das ist mir ein Freude, heute Abend ein paar Wörter zu ihr dürfen zu sagen. Wie die Pandemie hier angegangen ist, haben wir uns alle gut gesagt, wir haben nicht gesehen kommen, oder doch? Die Informationen waren da, sie waren an der Presse, auf unserem Ekran, aber wir haben sie nicht verstanden. Seit Dezember 2019 haben wir von einem Virus hören, den in Wuhan zu China abgetaucht ist. Wir sind mal ehrlich, wie von uns hat schon großartige Story nur gedacht. Wir haben das verfolgt, aber mit einer gewissen Indifferenz. Wir haben chinesische Armee gesehen, wie sie an weißen Containern an ein paar Tage Spidol abgebaut haben, ohne damit zu rechnen, dass an ein paar Wochen oder Monate später wir an derselben Situation wären. Wir haben Bilder gesehen von Leichen an der Straße von Wuhan, die Chemie wollte approchieren oder aufpacken. Aber wen hat dummer da gerechnet, dass auch wir an eine Situation kommen, wo Leute an der Klinik liegen, die sterben, ohne dass ihre Familie oder Freunde können Adi sagen. Wie Wuhan an den Lockdown gesagt ist, wo viele Leute haben gesagt, das geht nicht mehr an einem autoritären System. So etwas gibt es bei uns nie gehen. China ist auch ganz weit weg. Der Virus ist mir noch geregelt. Wir haben uns forcément interessiert, weil Leute sie rapatriiert gehen. Touristen waren in der Quarantäne an einem Hotelzimmer. Bald 4.000 Leute waren blockiert auf einem Croisièreschiff, davon 20% positiv getestet. Und dann ist das sehr gegangen. Die Realität war gar nicht mehr exotisch, weit weg, aber sie war für uns dir. Von Februar an haben Fälle in Italien sich gehäuft, und wir wussten, lo ist es geschwind noch bei uns, also kommt dann noch. Das werde ich hier heute erzählen, das ist eine Invitation. Eine Invitation, weil die Realität hat viel Gesichter und nichts geschieht für nichts. Also es ist nicht stark, dass das chinesische Wort für Krise sowohl Gefahr wie auch Opportunität bedeutet. Vor dem Covid haben wir uns allgemein nicht so viel Fragen gestellt. Vieles war selbstverständlich. Wir hatten als Routinen, als Arbeit, als Familie, als Freunde, als Konflikte. Wir haben uns über Sachen aufgeregt, die nicht wichtig waren. Aber irgendwie hatten wir trotzdem das Gefühl, wir hatten das Leben unter Kontrolle. Mit Covid wurden Sachen neu gemischt. Auf einmal war alles anders. Wir hatten keine Kontrolle mehr. Wir hatten Angst. Wir mussten Distanz halten. Wir haben mir, die uns gerne die Hand geben oder uns an den Arm holen. Wir haben gelernt, wie wichtig das als Tanzen waschen. Den Teletravail ist zur Regel gehen. Wir mussten Resilienz aufbauen, wir sind kreativ gehen. Wir haben am Garten geschafft, wir haben Spielabend mit der Familie gemacht. Der Velo hat einen ungeahnten Durchbruch. Wir haben die Natur geguckt, sie spazieren gegangen, waren forciert, daheim zu bleiben. Da sie bei vielen Kommissionen am Supermarkt zum Highlight von der Woche gehen. Wir mussten noch feststellen, dass wir am Anfang nie richtig Brett sehen und dass als Realität fluktuiert. Es kann ihn aber seine Realität besser gestalten, ob schon wir nicht so richtig können planen, sowohl nicht auf der Arbeit wie auch privat. Wir können nicht alle gut Parameter, wir machen Navigation à vue. An einer gewissen Unsicherheit gehört zu unserem Alltag, wir haben uns adaptiert. Alles wird aber immer ein gut und ein schlecht sein. Von den schlechten Seiten von der Pandemie brauche ich nicht mehr zu schwätzen, die kennen wir alle gut, immens gut. Ich gebe euch aber gerne ein paar gute Sachen zählen, die aus der heutigen Krise entstanden sind. Während Indien am Lockdown war, haben Hunderttausende von Schildkröten 60 Millionen Eier gelöscht, was seit Jahren nicht mehr der Fall war. 2 Panda-Bären am Zoo von Hongkong haben über 10 Jahre versucht, sich zu reproduzieren. Das ist nicht gegangen. Wie den Zoo war, dann waren sie ruhig und es hat geklappt. Durch das Konfinement hatten wir mehr CO2-Emissionen, also mehr Pollution. Das wohl auch die erste Kehr auf der ganzen Welt, dass Chercheure von der ganzen Welt auf demselben Sujet geschafft haben. In Australien haben sie keine Tauchtouren mehr offeriert. Wir haben Personal an Booten geholfen, für neue Korallen anzulegen im Great Barrier Reef. Die Societät Lego hat ein paar von ihren Maschinen umgebaut, für Visieren zu produzieren für das Gesundheitspersonal. Der Captain Thomas Moore, als ein englischer Veteran an 90 Jahren, hat über 22 Millionen $ gesammelt für das englische Gesundheitssystem, an dem über 100 Tiere durch sein Garten gegangen ist während der Pandemie.
Tausenden von retraitiertem Pflegepersonal auf der ganzen Welt sind zurückgekommen und haben sich als Reservesanitäre durch die Welt engagiert. An der Belg sind Schäferhunde ausgebildet gehen, für eine Covid-Infektion zu detektieren, und das mit einer Effekazität von 95%. Während der Pandemie haben Kinder auf der ganzen Welt Zeichnungen abgehangen an der Fenster mit einem Rehbau, für zu symbolisieren, dass nur Altsturm auch ein Rehbau könnt. Für die erste Kehr seit Jahrzehnten sind Delfinen an der Bucht von Venedig gesicht gehen. An Australien haben sie ein System gefunden, für Millionen Liter Bier, den aufgelaufen war, an Elektrizität umzuwandeln, den über 1200 Häuser konnte versorgen an einer Woche. Heute zu Lützeburg schon noch Hunderte von Leuten Maske gebietet und zur Verfügung gestellt. Viel der Marche kann ich online machen, was früher nicht der Fall war. Die Krise hat das alles möglich gemacht. Entreprisen haben Material gespendet, Handschuhe, Masken, Desinfektionsmaterial für unser Gesundheitssystem, aber auch für alle gute Berufe, die die Sachen nötig hatten, an die auch Banker kein Material mehr beikruten. Die Scouten sind durch das Land und Leute am Besoin geholfen. Beim Abruf vom Staat haben sich über 4.000 Volontäre gemeldet. 8.500 Professionelle de Santé sind überall am Land angesagt gehen. Die Direktion von der Santé hat an Zeit von ein paar Wochen das Contact Tracing an Hotline von der Santé abgebaut. Da schaffen am Schnitt auch nach Haut 200 bis 250 Leute. Schon Leute kennengelernt, die haben aus eigenem Untrieb Hilfe angeboten. Sie haben gekocht, gebacken, monatelang geschafft, ohne Retribution, und das, weil sie wollten etwas dazu beitragen. Wir haben eine Unmasse von Studenten, Volontären, medizinischem Personal, aber auch Leute von der WSA, von der Armee, von der Militärmusik, Leute aus der Administration penitentiaire, noch Leute von der Luxemburg formiert, für an dieser Krise zu helfen. Also sie haben das alle gut super gemacht. Das ist sicher nicht immer alles richtig gelaufen. Wir alle gut Leute sind motiviert, also sie sind geehrt, ein Teil von der Lösung zu sein. Wir auf der Hotline von der Santé haben über 100.000 Appellen traitiert bis lo, und es wurden weit über 200.000 Courrier verschickt. Voilà, mein Name ist Sandra Sedan, und eigentlich wollte ich nie für den Staat arbeiten. Mein Papa war Polizist. Seit ich denken kann, hatte ich für ihn ausgelacht, dem er gesagt hat, dass ich eines Tages für den Staat arbeiten. Ich habe angefangen am Marketing und am Commerce, ich habe noch einen Master gemacht an der Gestion RH und am Management. Heute bin ich Coach, Formateur, Mediateur. Ich wusste immer, dass ich mit Leuten arbeiten. Ich habe Spaß an Organisation, wir wissen uns und das weiterzugehen, für Leute zu helfen, ihre Wege zu finden, so wie ich konnte meinen Weg finden. Aber sie das geschieht nicht für nichts. Mein Weg hat noch über 20 Jahre am Privatsektor bei Santé gefordert, weil sie mich sicher gekommen sind. Also sie haben nicht locker gelassen, weil sie wollten, dass ich eine Gestion RH erfahren, dass ich die Leute formieren soll und dass ich den Zusammenhalt zwischen den Leuten fördern, sowohl kollegial wie auch auf der Arbeit. Ich sehe mich als Facilitateur. Dafür bin ich auf die Santé gekommen und hat mich mit viel Freude erfüllt und erfüllt mich immer noch mit viel Freude, all die Leute zu kennen und mit ihnen ein Teil von der Lösung zu sein. Die sieht, der Mensch hat den Schlüssel, der Mensch ist der Schlüssel. Wir können gut mit ihnen umgehen, uns helfen, jeder auf seinem Niveau. Wir können uns Realität und die Realität von den Leuten, die uns wichtig sind, beeinflussen und besser machen. Vielmals merci für die Nachrichten und für Ihren Interesse. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend, aber für allem einen schönen Sommer mit allen guten Leuten, die euch wichtig sind. Und passt auf euch auf. Merci. Herr Bürgermeister, liebe Membres aus dem Schaffener Gemeinderat, liebe Ehrengäste, die Damen und die Herren. Am Vorfeld von diesem Abend, wie den Herr Bürgermeister mich gefragt hat, ob ich einen kleinen Beitrag leisten
man dann noch drüber geschwat, wie die soll ausgesehen. Und ich sprach keinem Mann an Erinnerung zu rufen, wie also Wanderheitsschöffling ausgesehen hat, und wie eng man du müssen zusammenregeln, also mit den Distanzen, die man müssen halten, für die Situation gemischt hat zu kriegen. Aber wir waren als du sehr eins, dass da auch heute noch ein Teilgift drum gehen, die mir positiv Nebeneffekte von der Krise oder im schulischen Bereich ein Kado zu lernen. Ohne dass mal so aufgeschwatzt und werde ich eine Reihe Sachen abgreifen, die Madame Sidon gesagt hat, weil sie ein ganz viele Beispiele genannt hat, die an der Welt durch da geschieht sind, die auch an das passen, über das für dich schwätzen. Ohne das Lied von einer Reihe Schöfflinger Familien zu vergessen, weil auch das war die Realität an also teilweise nach, will ich den Fokus für meine Intervention auf die Nebeneffekte von der Pandemie richten, die am schulischen Bereich geholfen von den drohenden Schuld auf ein Minimum zu reduzieren oder zu limitieren, weil ich meine, dass das eine ganz große Angst von uns alle Gute war, wie es geht, die Schule gehen so, die Liebe für drauf, wir gehen alle Guten an den Teletravail. Aber wie lange dauert das? Wie du gehst, das dauert doch noch mehr lang, wie die 14 Tage, die angeduscht waren, um uns alle gute Sorge gemacht, vielleicht eine Reihe Kanner zu verlieren, die nicht den Zugang zu Wissen, zu Lehren haben, wie vielleicht andere. Wenn ihr dann ein bisschen an dem Kontext auf all die Sachen guckt, an all die Sachen nachdenkt, die an den letzten Monaten geschieht sind, was die Schule anbelangt, so sind wir ganz sehr bei den sogenannten Kompetenzen aus dem 21. Jahrhundert. Und ich meine, das bringt, die ich kann schlagen zu dem, was dir gesagt hat, zu den Beispielen, die dir gesagt hat. Weil wenn ihr ein bisschen an der Literatur blättert, die Kompetenzen aus dem 21. Jahrhundert, die unabhängig von Corona aktuell immens viel diskutiert gehen, dann kann ich das ungefähr so resümieren, das sind die Kompetenzen, die ihr braucht, für flexibel mit neuen Situationen umzugehen, sowie mit Situationen, die sich dauernd verändern. Und ich meine, dass der Satz oder die Definition, die ich da ein bisschen zusammengebastelt habe als anderen, ganz gut das beschreibt, was wir das letzte Jahr erlebt haben. Ein paar Beispiele für Kompetenzen wären Kollaboration, Adaptation, Digital Fitness, Kreativität bei komplexen Problemlösen und vor allem eine grosse Sozialkompetenz. Die Pandemie hat also an all den dort Bereichen, die ich genannt habe, vom ersten Tag angefordert. Wir haben eine ganze Reihe Sachen von nur auf gleich müssen lernen, das zu summen und noch zu summen noch Lösungen sichern. Und statt aufbrechen auf die Situation heute zu schöpfen, kann ich sagen, dass es eine ganz gute Kollaboration gibt zwischen allen guten Akteuren rund um die Schule und das vom ersten Moment an. Der Austausch der war ganz unkompliziert. Wir konnten im kurzen Dienst stehen, mit den Schwätzen erschaffen, mit lebenden, flexiblen Leuten, die immer lösungsorientiert und Herausforderungen angegangen sind. Ganz sehr goufen zum Beispiel von den Gemengeservice Konsinnen gesagt, die von ganz unterschiedlichen Ministerien kommen. Wo vielleicht am Anfang ein bisschen geschleckt oder gehickt gouf und das aber gemacht ging. Was wichtig war, für die Sanitärmesuren an den Schulen umzusetzen. Und mir hat ganz gut gefallen, dass wir alle Guten einfach mal dafür gesorgt haben, dass wir Kritik kriegen, die 25. Mädchenschulen abzumachen und da in Konditionen, die man konnte verantworten. Aber zugleich kann er sehr zurück an die Schule kriegen und sie auch so lang, also gut wie möglich konnten halten. Kleinigkeiten wurden Hannen umgestaltet, weil das gemeinsame Ziel war klar. Während dem Lockdown selber wurde doch keine Kreativität gefehlt, auch eine von den Kompetenzen, die ich vorhin abgezählt habe, weil nicht jeder kennt, hat oder hat einen Computer daheim oder WLAN. Sehr hatten die Enseignants aber HIV erfunden, für die Schule trotzdem bei den Kindern zu kriegen. Aber wenn ich noch an die Rechnung denke von den Enveloppen, die ich da schreiben nur den paar ersten Wochen, dann hat er gewiesen, dass ein ganz großen Aufwand betrieben wurde, für alle Kinder die nötigen Aufgaben an die nötigen Lehraufträge heimzuliefern, heimzudrohen. Auch da waren wir in Kontakt, nicht direkt, die was möchten, wir mit Madame Sidon und ihre Kollegen für Derogationen für die Enseignants zu kriegen, weil sie am Anfang von der Poli so gehalten wurden und gesagt wurden, die dürfen nicht raus. Und dann war aber, wir müssen aber
also kann er hier Aufgaben an Bord geheien. Und noch du war ganz flott, weil man ganz sehr Lesungen gefunden hatte. Am digitalen Bereich ist vieles zu einer Normalität gehen. Viele Familien haben noch während dem Lockdown all hier will Bewegung gesagt, für sich fit zu machen, für sich Apparate zu beschaffen, für dass sie ihr Kanner konnten unterstützen. Der Besoin ist erkannt gehen und das reagiert gehen auf allen Ebenen, auch heurem, mit der Gemeinde zu summen, mit dem Minister zu summen, weil auch da bin ich okay gefragt, wo ein iPad hier kommt, den wir ab einmal lang Kant gehen. Und es war egal, wir haben ein paar Bayern her noch gemacht. Vieles aus einer Normalität gehen, da tun ich gesagt, für das wir so Jahre gebraucht hatten. Das mit ganz vielen Vorteilen, die wir alle gut kennen, darüber sind die auch ergangen. Aber immer kann ich Sachen online aufrufen, wo vier anscheinend unmöglich waren. Ich hoffe, dass das auch so bleibt. Allerdings darf man hier aber auch nicht aus den Ahn verlieren, dass man da auch ein paar die Risiken an Boot geholt haben. An den Umgang mit diesen Risiken gedenkt von unseren größten Herausforderungen an der Schule wird die nächsten Jahre. Und du musst mal Lesungen sichern, zusammen mit ganz vielen Akteuren, wo in dann ob eng von den Kernkompetenzen aus dem 21. Jahrhundert muss zählen, weil Cybermobbing an den naiven und teilweise ganz unverantwortlichen Umgang mit Online-Kontinuen, also an der Grundschule, sehr zu einem großen Thema gehen, bei dem wir viel Verstehstimmig von den Älteren brauchen, aber auch vor allem hier mitarbeiten. Auf diese sind wir nämlich angewiesen, weil die Älteren sind die am meisten Einfluss auf den digitalen Konsum von ihren Kindern haben. Und ohne sie drehen wir uns hier in Zukunft am Kreis. Es ist eine große Hoffnung, dass wir über die Pandemie herausverhalten, wie flexibel und adaptierungsfähig wir alle können sein. Eine weitere Kompetenz, die ich vorhin abgezählt habe aus dem 21. Jahrhundert. Die aktuelle Müdigkeit, die manchmal an all unsere Schranken ziemlich tief stößt, die werden wir überwinden. Und da sehe ich persönlich ein grosses Potenzial für mit dem, was wir sowohl an Inhalten gelehrt haben, wie auch Kompetenzen weiter intensiv in unserem Unterricht können schaffen. Und dann in einer ganz professioneller Kollaboration, weil das letzte Jahr hat gewiesen, dass die ganz klar eine Art Eis an der Schule, aber auch mit den Akteuren rundherum, sie hat eine Maison Relais, sie hat andere Ministerien, mit denen wir als Schule vielleicht Männer zu dienen hatten in der Vergangenheit, sie hat mit der Gemeinde ein großes Potenzial hat. Als letzter Punkt an diesem Kontext will ich auf die Wichtigkeit von den Sozialkompetenzen eingehen. Das fanden sich, wenn der Losut, ja, das muss ich aber nicht extra erwähnen, weil die sind alle gut an dem anderen mit dran, wo ein Lograt gezählt hat, das stimmt. Sie fanden sich daran, aber implizit. Und ich gesehen darüber heraus, da war auch als wichtig, so als eigenständige Kompetenz durchzustellen. Und zwar, wenn es um die eigene Ausstellung und um die persönliche Haltung geht. Rund um die Betreuung von den Kindern, und das hat der Bürgermeister auch viel schon angeschaut, die Betreuung von den Kindern zu Schöffling werden in den nächsten Jahren ganz vieles budgetieren. Eine einzige oder die Ideallösung gibt es am Ende an dem Bereich nicht. Es gibt viele gute Ideen, es gibt ganz viele motivierte Leute, die wollen sachlich und diese Sachen mitschaffen. Bei den vielen guten Ideen sind da sicher dabei, wo sich vom Inhalt hier kann mit ein bisschen Flexibilität und mit ein bisschen Konsensfähigkeit ähneln. Ich hoffe, dass der Prozess kann so weitergehen, wie ihn angefangen hat, weil das vieles geschieht, wird vieles budgetiert. Ich hatte dafür geschwärzt, dass die Motivation groß ist, die viele Leute, die wollen dabei mitwirken. Zusammen an gegenseitigem Respekt, mit verstehstimmischer Kompromissbereitschaft sowie einem offenen Ohr von all den Akteuren können wir hier auch Erfolge schon. Alles das gehört für mich zu einer gesunden Ausstellung und einer offenen Haltung am Bereich der Sozialkompetenzen. Und nimmen, wenn wir das viel leben, können uns Kinder das von uns lernen, was wir alltag von ihnen erwarten. So nicht merci.
Herr Ehre Chamberspräsident, Herr Ehre Bürgermeister, liebe Kollegen aus dem Chefener Gemengerot, liebe Vertreter von den Vereinen, die Damen und Herren, liebe Freunde. Der National Feiertag hast du für den Großherzog sein Geburtstag zu feiern. Die Feierlichkeiten von dem Geburtstag sind auch für allem Feierlichkeiten rund um eine Nation, den Anwohner vom Land, aber besonders von ihrer Situation. Eine Nation feiert, weil sie frei ist, an ihr Grundrechte von Meinungsfreiheit, Versammlungsrecht sowie all den anderen demokratischen Rechten ausleben kann. Seit dem Ende vom Zweiten Weltkrieg als Nationalfeiertag auch ein Tag, wo die gewonnene Unabhängigkeit von all den Bürgern zu Lützeburg gefeiert wird. Dabei gedenken wir auch mit tiefem Respekt all denen Leute, die ihr Leben haben müssen losen für genau die Freiheit, die wir heute kennen und schätzen. Also die Tatsache, man Wissen über den dunklen Kapitel von unserer Geschichte, die möchte, dass all Abschnitt an unserem Alltag, all Einschränkungen an unserem Leben, heute oft als Attent und unserer persönlicher Freiheit empfunden wird. Für was reagieren wir so sensibel auf neue Regeln, die als alltäglichen Bewegungsraum limitieren? Für was reagieren wir auf eine gewisse Irritation, zum Beispiel von dem Versammlungsrecht aus nachvollziehbaren und verständlichen sanitären Gründen eingeschränkt wird? Auch wenn die Legitimität der Mesuren nicht vorzustellen ist, so haben uns durch die Restriktionen, die der Covid-Pandemie geschuldet sind, bewusst gemacht, wie vulnerabel wir alle Gute sind. Gesundheitlich eventuell, aber vor allem sozial. Die soziale Vulnerabilität wird thematisiert bei Jugendlichen und Jungen, mit den Einschränkungen, die sie an der Schule hatten. Sie wird auch thematisiert bei Leuten, die allein sind und über den längeren Zeitraum hier Sozialkontakte nicht pflegen konnten. Aus dem Blickwinkel wird ein berühmter Stellenwert von den Vereinen an einer Ortschaft für nahe gefordert. Der Verein ist nicht immer ein Platz für eine Passion auszuleben, mehr das für viele Leute auch ein Platz für Kontakte mit Mitmenschen zu haben und zu pflegen. Ein Platz, wo sie sich engagiert und viele Stunden man nicht verbringen kann. Es ist ein Platz, wo eine eigene Dynamik herrscht, wo Motivation und Idealismus die treibenden Kräfte sind, für Aktivitäten zu organisieren. Sie wird für die eigenen Members, sie wird aber auch für das Grand Public, wenn nun die solche Grillfeste, Rencontren und Meetingen denkt, wo jeder willkommen ist. Die Wichtigkeit vom Vereinsleben muss nicht so auf hier gestracht gehen. Was seine Stellenwert für das Gemeinschaftsleben an einer Ortschaft bedeutet, es ist ein Treffpunkt für Jung und Alt, ein Barometer, der weist, dass eine Ortschaft lebt. Die Restriktionen, die durch die Pandemie nötig sind, haben uns nicht für gefordert, was mehr und die Vereine haben. Es ist mir da letzte persönlich aufgefallen, an den Generalversammlungen, dass die Members gern dabei waren. Auch wenn man a priori denken konnte, dass die Konvivialität von den Generalversammlungen durch den Pat oder den Maufel, den dort so gehört, aber das kann nicht erlaubt werden, hat könnte leiden. So war auffällig, dass die Members auch lang nach der Versammlung an kleine Gruppen zusammengeblieben sind, für ein paar wieder mal den zu wechseln. Es geht nicht gut, Leute können sie treffen. So der Credo, den ich oft hören habe. Eine gewisse Friede und Erleichterung kann die bei den Leuten spüren. Den Aktivitätsbericht, verständlicherweise, den als Moor ausgefallen. Markant war heute aus so, nur einem ganz kurzen Aktivitätsbericht, wo ich gesagt habe, es tut mir leid, mehr als das Jahr nicht gelaufen. Die Tatsache, dass nicht stattgefunden hat, wird mich nicht weiter überrascht. Mit dem Umstand, dass der Verein sich dafür entschuldigt hat. Das weiß, dass als Vereine darauf brennen, für nicht an eine Vitesse de Croisière zu kommen, und will es sind, Ersatz zu weisen. Das reguläre Programm wird natürlich bei jeder Rängen gelitten. Mit den solchen Trainingen, Komiteesitzungen und so weiter, die müssen ausfallen. Bei Vereinzelten, da war es sogar extrem umständlich, für überhaupt ein Training zu organisieren, geschweige denn für eine Kompetition teilzuholen. An alt war ich nicht positiv überrascht. Dadurch vereinsübergreifend feststellen,
dat net endlos iwwer die Situation lamentéiert gin ass. Mei gekuckt gin ass fir e Minimalbetrieb kënne stattfannen ze losen. Et ass aktiv no Lesungen gesicht gin. Gemeng huet natierlech seg Vereinen unterstützt, so wie es auch Mesuren ergraf huet fir d Geschäftswelt zu Schöffling an der Krise zu unterstützen. De Gemengesubsid as so berechen gin, fir dass die Aktivitäten, die ausgefallen sind, net an Gewicht gefallen sie bei den normaler Berechnung vun der Subside. Wat mech an dieser ungewinnter Zeit am meeschte markéiert huet, as d'Upassungsfähigkeit vun de Vereiner. Herr Kloos den huet vun der Kreativität as eng Intervention geschwert. Ich meng das immer op demselvechten ähnlichen Kanster. D'Vereiner hunn op dëmmstern reagiert fir weiter zu funktionieren. Scoute sind annimmt gin, mat ihrer Aktion all der eng BR, wo aktiv fir vulnerable Leiit gemerk sinn. De Schöfflinger Theater, den huet die reell Bühn agetosch mat der digitaler Bühn, fir kënnen Appes zu machen. Net zu vergessen all die Vereiner, die Kleinaktionen hatten, wo ich Korbeien bestellen an die ausgeliefert gesinn, Jesu Kleinsachen, für dass sie bei den Leuten weiterhin präsent bliebe sind. Madame Sider hat nach ganze Gruppe einer Beispieler genannt, und die hast mehr auf den Aspekt von der Solidarität angegangen, und ich meine, auf dem Punkt meine ich immer als eins, was da geschieht ist. Schöfflinger Musik will ich auf dieser Platz nicht vergessen. Die kleine Gruppen durch Schöfflinge zu sehen, für den Anwohner eng musikalisch Frieden zu bereden. Für ihr wäret vielleicht just ein paar Noten, die zu einer Melodie gefördert haben. Aber für ihr Publikum war es sicherlich ein erfreulicher Moment, vielleicht sogar ein Lichtblick an einer schwerer Zeit. All die Aktionen haben an Menge nahen zwischenmenschlich eine viel mehr große Wirkung gehabt, wie die Aktivität aus sich. Und da wünscht ein großes Merci und ihr all, die an den Vereinen sind, fairen Ersatz. Viele Schöfflinger Vereine haben schon in hohem Alter, 80, 90, 100 mehr Jahre. Und an der Zeit haben sie viel Heichen an Däfte matt gemäht. Und sie sind immer erst in den schwierigen Zeiten rausgekommen. Ich vertraue in der Dynamik der Vereine, auch weil ich selber Vereinsmensch bin. Ihre kreative Gedanken an ihre Anpassungsfähigkeit mit der Hilfe von der Gemeinde sowie mit der Unterstützung vom Syndikat Initiativ stimme mich zuversichtlich, dass Vereine Schritt für Schritt nächste Wert Normalität werden finden. Und es ist auch sicher, dass in den nächsten Wochen am Montag die eine oder die Initiative an dem Sinn wird dabei kommen. Die Damen und die Herren, liebe Freunde, Treten für den Nationalen Feiertag halen traditionell mit engem Wief ob die Wirtschaft, ob das Land und ob die Staatschaft. Und das an einer Reihenfolge, die crescendo ist. Ich hoffe, dass unser Grand Duc und dir alle Guten mehr ein kleiner Torst zu dem Brauch gestattet. Merci ihr für das Nurlaustern. Ich wünsche euch einen schönen Nationalen Feiertag am Kreis von euren Liebsten. Und natürlich mit dem Wunsch, nächstes Jahr ihr alle Guten können dem Schöfflinger Fest in gewinnter Form, wie man so von früher kannte, nächstes können zu begrüßen. Und dafür so nicht, vive de Grand Duc, vive Lützeburg, und für allem, vive Schöffling mit seinen Vereinen. Merci. Die Damen und Herren, ich will den drei Redner ein ganz großes Merci ausschwätzen. Den Yves Marquis, den ein bisschen Revue passieren gelassen hat, wie wichtig es ist, dass eine Kommunität Vereine hat, ein bisschen einen Blick auf die Vereinsaktivitäten von den vergangenen Monaten geworfen hat, und gewiesen hat, dass die Vereine sich nicht innerkriegen gelassen haben, und noch was sie morgen Programm präsentiert haben, und du hast den Yves ganz recht, wenn wir auf der Generalversammlung waren, tut eigentlich auch kein finanziell gelitten, wie sie haben aber am sozialen Umgang gelitten und hat ihn richtig Fried gespürt, dass eine Generalversammlung ist und dass
die Friede an der Generalversammlung zu sehen, verbunden war mit einer Hoffnung, dass es besser geht. Und das wünsche ich euch. Merci dem Philipp Kloos. Ja, ich weiß nicht, wie ich soll qualifizieren, aber es war die Person, die an den letzten 6 Monaten mit mir am allermeisten oder ich mit Team am allermeisten telefoniert haben, schon nie geguckt hat, Telefonsrechnungen. Es waren viel an langen Stunden und hat auch heute gewiesen, was für ein kompetent Arbeit an unseren Schulen gelegt ging während der Pandemiezeit, während der Konfinementer, wo Leute sich mit Live-Asyl, mit Herzblut engagiert haben, für das Kinder, dass die Eltern nicht allein waren. Wir haben heute zu Schöffling an unseren Schulen keine einfache Situation, nicht mehr schwer wie vielleicht auch an Zwischen, dass wir ob all die speziellen Situationen reagiert gehen, an as mit Kompetenz, mit Qualifikation etwas gemäht gehen am Denkst von den Kindern. Wir müssen natürlich weiter aufpassen und gucken, wie sich die Einzelerziehungsprobleme durchstellen, wie die Einzelbildungsarbeiten weitergehen. Von dieser Platz, der Philipp hat angedeutet, ein ganz großes Merci an uns Enseignern und als Edikateuren, an alle Guren, die Leute, die direkt und indirekt mit zu dienen haben. Ich meine, dass hier rauskommt, dass du ein ganz gut Arbeit gelegt hast. Also dafür merci. Merci auch, Madame Sandra Sider. Ja, auch er schon an Herz geschlossen. Ich konnte immer telefonieren, wenn ich ein bisschen hatte, für dir besucht zu schwätzen, was mit der Situation von Schöffling zu dienen hat. Die hat auch immer ein Open Door fand, oder ich schon immer ein Open Door bei ihr. Ich fand, wenn ich ein SMS gemäht habe, sie war spätestens, ich so einfach mal noch 4, 5, 6 Stunden, war sie noch eher engagiert. Wie engagiert ihr seht, wenn schon der nicht mehr Haut heieren von deren Leuten, die ich assistiert tun, die Madi kommen sind, wie ich konnte zur Platz auch erleben, dass der Erbischt mit lebt an mit Devoement gemäht tun, den einfach wichtig war. Ich weiß auch, dass die eng oder andere Kritik nicht dir, mir eher ein Service, hat müssen über zu Jago lassen, mir wen an ihr Herz, an der Zell gesehen hat, den hat gesehen, du geht geschafft, am Ende von den Leuten, am Ende von den Surgen, und das auch nicht alle Probleme direkt an niveau mehr gelöst war. Das war auch selbstverständlich, und du für alle Leute, die das akzeptiert tun, dass es nicht von Haut auf Mure immer so wie der Pantau, den einfach enke so möchte, und dann als etwas anderes. Auch du, an die hat das auch geschildert, und die hat für allem auch geschildert, das heißt, der Pandemiezeit man nicht nur Negatives soll in Erinnerung halten. Nee, wir haben wirklich viel Positives auch erlebt. Für unsere Umwelt sowieso, das hat Schiedfried mit Fried zur Kenntnis geholt, dafür wollen sie alle Guren so sehr wie möglich überall hinfliegen, für dass wir den CO2 überall können verdienen. Nee, ich meine, das hat vieles bewirkt. Niveau auch am Zusammenspiel weder das geschildert wird, will ich am Namen von den Leuten alle Guren heibannen eine große Merci sagen. Ich meine, dass allen drei nach einem zusätzlichen Applaus verdient. Ja, ich komme dann ein zurück auf den eigentlichen Tag. Iwer Moer ass dann als Nationalfeiertag. Ich meine, dass lo gebührend gesucht gin, dass der de wichtigen Tag ist für als kleine Nation. Und dass do fest ass wat man brauchen, fest vun alle Leute, die heute zu Lützeburg wohnen, an och Lützeburg dann als hier daheim nennen. Dass der Nationalfeiertag dem Moment, an dem nur eure wichtigen Akt ass am Jahreskalender von engem Land, von unserer Gemeinde, ich meine, das méi wie richtig. Das ist den Ausdruck von der Eigenständigkeit an der Sucht, das auch ein Zeichen von Frieden und Freiheit, wenn ihnen so sein Nationalfeiertag kann feiern, wie wir das können machen, weil die 100 Nationalitäten, die an unserer mit heute zusammen leben, da gibt es da viele Länder nicht die Möglichkeit, für die Nationalfeiertage so zu feiern. Du hast Repression, das Elend, der Krieg auch sogar Ordre du Jour. Das ist allerdings auch immer nächster Moment, für darüber nachzudenken, wie wir als Gesellschaft am Land, heute zu Schöffling, an Europa entwickelt tun, für auch darüber nachzudenken, was das dann als Vergangenheit, wo kommen wir hier an, wie wollen wir Zukunft meistern an. Die Pandemiesituation hat uns gelehrt. Es kommen immer nächste Momente, wo es einem nicht so gut geht, wo muss dafür kämpfen, wo sich muss engagieren, wo neu ansetzen muss bringen. Wir alles wird aber auch immer eine Hoffnung noch vierbrust. Und dafür so eine Jocht,
Da sucht im Moment gerade lo an dieser Zeit vom COVID-19 mit all dem, was ob euch durchkennt, wo man dann nicht können alles aufschätzen, für iwwer als Solidarität no bannen, allerdings auch für als Solidarität an als Hilfsbereitschaft nobausen zu prüfen und zu hannerfroen. Ich meine, wir brauchen neue Solidaritätsgefühle, wir brauchen neue Solidaritätsüberlegungen und ich denke, es muss vieles vielleicht neu orientiert gehen, ohne dass wir das schon wissen. Wenn wir heute feiern, da soll man auch nicht vergessen, dass das, den nie vorher erwähnt, nicht immer so der Fall war, besonders an den düsteren Zeiten vom Krieg. Ja, heute sind wir frei und unabhängig. Wir leben am Frieden mit all unseren Operen. Als Demokratie, für die Generationen vor uns, wir müssen kämpfen, funktioniert gut. Es gibt munter und offen miteinander gestritten, debattiert und auch diskutiert. Und das alles ist wichtig. Das gibt der Demokratie den richtigen Driff und auch die nötige Orientierung. Wir leben am Frieden, da können auf Wohlstand und Sozialgerechtigkeit bauen. Ein salopper Satz, der natürlich immer im Hannerfrot muss gehen. Wir machen uns stark für neue und noch nachhaltige Perspektiven. Klimaschutz und all die Diskussionen rundherum, ein besserer Naturschutz bleiben uns auch über die nächsten Jahre erhalten. Mit vollem Engagement und Courage aus die Europäische Union aufgebaut gehen, und sie ist trotz aller Schwächen, die sie nach vielleicht tut, und immer wird behalten, der Garant für Freiheit und Frieden. Wir leben heute zu Lützeburg in Europa über 70 Jahre auf Frieden. Ich habe nie an meine Generation, an die Generation von meinen Kindern und Enkelkindern sowieso, die haben nie erlebt, was das ist, ein Krieg. Wir haben eine Pandemie mitgemacht. Vielleicht können wir ein bisschen Gefühl, wie die Leute gegangen sind, wo sie während 3-4 Jahren im ihr Leben gezittert haben, wenn die irgendwo auf der Front müssen, für eine fremde Nation müssen kämpfen. Wir dürfen aber nicht nur losen an dem Engagement. Und du zitieren ich immer ganz gerne und ich habe immer gelernt, wenn ich ihn zitieren. Ich weiß auch schon, wenn das ein bisschen beschmunzelt, mit den Diak Hammarskjöld, früheren UNO-Generalsekretär, leider viel zu viel frei verstorben, hat Satz immer gesagt bei seinen Reden. Hal nie ob unzufänken, er fängt nie un abzuhalen. An dem Engagement für eine bessere Welt, an dem Ersatz für andere Leute dort zu sein, und an dem Fried etwas willen zu verändern. Als Kommunität heute zu Lützeburg, schon das wieder runtergesucht, lebt durch an seiner Diversität. Wir haben 100 verschiedene Nationalitäten heute zu Schöffling. Mit unterschiedlichen Traditionen, Leute aus anderen Kulturen, mit anderen Religionen, Sprachen, leben, schaffen, spielen miteinander. Und das genau diesen Zusammenspiel, das Zusammenleben, was die stabile Pilier von unserer Gesellschaft zusichert. Die neuen Vereine, die neuen Betriebe von allem, die aber auch als Dienstleistungsservice an als Schulen Leben lässt, an dem Rollen hält. Nationalfeiertag, aber nicht nur da, als das mit Sicherheit ein besonderer Gedanke wert. Eine Reflexion, wie ich drunter gesagt habe, verbunden mit Respekt und Merci und Anerkennung und all die, und das sind Lützeburger und Nicht-Lützeburger, die hier Hand mit aufpacken, die an unsere Vereine Responsabilität drohen, die sich nicht immer gejubelt gelassen von dem Covid-19-Gesellschaft, die an unseren Dienstleistungsservice, die an unsere Spitäler, an unsere Seniorenhäuser, an unsere Geriatrien schaffen, die für uns Gesundheit und unsere Sicherheit sorgen und die sich um uns Kinder und Jugendliche bemühen. Ja, die als Ökonomie tout court leben lassen, aber leben. Liebe Mitbürger und Mitbürgerinnen, bedingt durch die Pandemie, als unsere Madenen als zusammen schaffen, als zusammen feiern, immer nicht so eine harte Probe gestaltet gehen. Wir haben mit der Pandemie sicherlich kein einfaches Jahr hinter uns. Das ist eine Krise mit vielen Gesichtern, mit sozialen, finanziellen und ökonomischen Enjeux und Parametern, eine Sanitärkrise, die auf vielen Plätzen hier Spuren los hat oder los wird, mit Momenten, wo besonders auch ältere Mitbürger teilweise sich isoliert gespürt haben, wo auch jung Kinder Schwierigkeiten hatten, das alles zu verstehen. Allerdings auch eine Krise mit vielen positiven Momenten. Herr Klose, Madame Sieder, Sie haben das verdeutlicht. Mit neuen Nachbarschaftshilfen, mit Leuten,
Männer a Frauen aus alle soziale Schichten, die ohne Ophiwes a Gedeesems einfach geholle vun, die eng Steib wurde für den Opa oder für an der Familie, die als benevol aktiv waren. Das sind die sogenannte kleiner Großhelden, die man eigentlich nicht solle vergessen. Ja, et wo für jeder Einzelnen, ob jung oder Manner jung, eng schwierig Zeit, ich mag keinen Unterschied. Mit dem Lockdown, mit all den Restriktionen an Oplehren, mit all den Sorgen die Leifsten, mit dem Homeschooling und dem Homeoffice, mit dem Social Distancing, neu wieder haben wir kennengelernt, mit den Videokonferenzen, die immer ganz schwierig waren zu verfolgen, auch vieles mehr, was uns eben gefordert hat, und noch neu wieder abgemäht hat. Was uns auch vielleicht verunsichert hat, was uns auch Angst gemäht hat, als das Flemmer gedriven hat, wo wir auch vielleicht drunter verzweifelt sind. Ja, es waren viele Herausforderungen zu meistern. Und trotz allem liegt am Ende vom Tunnel, heißt es, immer noch ein bisschen Geduld weisen und vigilant zu sein. Ich merci dafür all die, die mit ruhiger Hand, mit Engagement, mit Conscience des Krieges gemeistert tun. Ich meine, du mit ganz viel Leid an der Regierung, ich meine, du mit ganz viel Leid an unserer Chambre, ich meine, du mit ganz viel Leid, die an die Spitäler geschafft haben, ich meine, ganz viel Leid, die rundherum Aktivitäten erledigt tun, die man nicht so richtig matkriegt tun, weil sie einfach, ich will nicht so am stillen Kämmerlein, aber du gemäht gesehen. Der Nationalfeiertag, wie es wurde sehen, dass du für auch den Tag von einer kleinen Nation und das Fest von den Leuten, die heute zu Lützeburg wohnen. Das ist dem noch kein abstrakten Tag, das ist der Moment, wie gesagt, vom Herzlichen immer daneben. Der Nationalfeiertag ist auch gut, eine wichtige Gelegenheit, am Respekt um die zu erinnern, die für ein kleines Land Symbol für seine Eigenständigkeit und seine Freiheit sind. Als im Grand Duc Henri und seiner Familie wünschen mir auf diesem Tag all Gutes für die Zukunft und ein weiter erfolgreich Schaffen am Dienst für Lützeburg an unserer Nation. Ich alle Guten an ihre Familien wünsche ich am Namen vom Chef der Gemeinderat und von der Gemeinde in schönen Nationalfeiertag, ein paar flotte Momente an ihrem Familien- und Freundeskreis. Ein flotte Sommer, ein gesunder Sommer, und so wie der Niewet gesagt hat, dass wir uns nächstes Jahr nicht hier an dieser Halle rumgesehen, sondern dass wir uns da draußen auf einem Fest rumgesehen, wo wir das feiern, was uns tief um Herz liegt. Vive der Grand Duc und Grande Duchesse, vive die großherzogliche Familie, vive Lützeburg, vive Schöffling. Merci, wir kommen dann noch zu der letzten Etappe. Ich wollte aber direkt dem Ensemble Brass and Percussion, wie sie sich genannt, merci so in der Direktion vom Erik. Die hat mitgekriegt, sie hat angefangen mit Wilhelmus, Tradition. Und dann haben sie eine Ouverture gespielt, die den Erik zusammengebastelt hat, kann ich das so sagen, komponiert hat, mit Lützeburger Melodien, Red Lion, typisch Lützeburger Wort. Es gibt echt so eine Rode Leif-Ouverture. Und dann haben sie den Hexemeister gespielt. Ich weiß nicht, ob sie den Hommage und der Covid-19 wollte machen, für den zu verdreiben. Aber den Hexemeister hat ja vieles fertig gebracht. Also, das Stück auch plötzlich genannt, Pimp my Hexemeister. Nun, Sandra Sider und Philipp Kloos hat das vielleicht erkannt, sollte ein Tag sein noch von der Fried. Und ja, alle Guren, die Planeten, die rund um uns Erde schwirren, sind eigentlich musikalisch beschrieben gehen. An der Jupiter, das war eben the bringer of joy, also den Fried hin soll bringen an den Schmengen, das tun sie gut fertig gebracht. Sie hören so noch zweimal. Ich so nicht, du weinst da, für ein bisschen einen Abstand zu kriegen zum sentimentalen Teil von dem, was heute Abend gesagt ist, weil der Erik hat mich gefragt, darf man ein Hommage um die Fausti machen? Und du nicht direkt so selbstverständlich, weil wir einen angelöte schwungvoll an fantasievoller Freiwilligmusik als zu präsentieren. Und das nächste Stück, was sie da spielen, das werden alle Guren kennen. Dafür so nicht die Nummer nicht, die muss ich einfach nicht matt sagen. Das aus dem Janglis Stripfiesta, den hat das arrangiert. Und da kommen wir zu den Verdelung von den Medaillen an den Auszeichnungen und dann hören wir so nach ein letzte Krieg, also doch ein Lützeburger Liedermedley und das Stück hat doch einen originellen Titel. Ja, wir spielen an der Klammern aber endlich nicht. Voilà. Lo gibt man dann
de Fauststil lausren. Viel Spaß. Die Damen und Herren, das ist opgefallen, der wollt eigentlich alle gehen opstoen an mat tanzen. Ich verspreche euch, Schöfflinger Musik hält der Ton aus engem Programm und op all die nächste Feste, wo sie optreten, müssen sie als zu Bulemocker vom Fausti spielen, da können wir mat swingen mat tanzen. Voilà, wir kämen dann lo zu dem letzten Deal von unserer Festivität, von unserer Zeremonie, das Remise de Montre de Mérite fir 20 Joer Dienst bei der Gemeng. Das wie gesot die echte Käier, dass man dat an dieser Form ha machen, mit dat awer auch eng Eier an eng Fred fir dat an der Form zu machen, weil en noch du gesäit, dass op der Gemeng viel Leiit schaffen, wo dat net immer so opfällt, weil se irgendwo an engem Gebäi NRW sinn an du viel muss suchen, dass alles properer gut iwwer Bühnen geht. Me sie hunn awer dofir eng Erbechte ze erledigen, die enorm wichtig ist. Ich mengen dummer den als Femme de Charge
op Lützeburg sommer als Botsfraen, die ma haut werden eieren, an sind der 3 und der 12, et sind der 2 Haibannen. Das ist Madame Andrade Ernestina. Was? Kommt die so? Und das Madame Jumavan Eden. Madame Jumavan, komm doch von der Stief. Leider nicht dabei sind, das Madame Karin Sand. Madame Karin Sand, sie ist als Femme de Charge an der Schwemm den 19. September 2020 engagiert gehen und hat während einer ganzen Reihe von Jahren, ich meine 14 oder 1512, hat sie geschafft. Sie ist später als Femme de Charge am Gemengenatelier aktiv gewesen und dann noch am Musiksaal und am Spritzenhaus Quartier Wendel und hat dann immer ein bisschen dafür sorgen, dass von mir nur der Prof ja nicht immer alles weggeräumt und dass das dann einfach proper gemäht ging. Voilà. Und dann, wie gesagt, Madame Andrade Ernestina, sie ist als Femme de Charge auch an der Schwemm anfangs engagiert gehen, und zwar auch den 18. September 2009 und hat noch 15 Jahre am Service de Nettoyage am Sportskomplex von der Lydie Schmidt-Schule an am Clubhaus beim Kiosk wertvoll Dingster für das Gemeingemeet, wertvoll Dingster, die man immer sollen mit Respekt und mit Unerkennung sollen schätzen. Und Madame Jumavan Eden, sie ist den 29. November, wenn ihr sehen, s'il vous plaît, sie ist den 29. November 2000 umgestaltet worden. An die, wenn der Schwamme geht, sieht Madame Eden immer als Femme de Charge rundherum den Schwammbassin an der Vestiaire und so weiter. Ich meine, hinten 3 einen speziellen Applaus. Ja, und dann haben wir 3 Damen zu ehren, die während den letzten Wochen am Main eine ganz spezielle Arbeit zu erledigen hatten. Es sind 3 Leute, die an unserem Enseignement aktiv sind. Die Arbeit, die sie die letzten 8, 9 Monate, vielleicht sogar 12 Monate gelegt und die haben ihresgleichen Gesicht an. Ich meine, wenn man sieht, den Abend für 20 Jahre Dienst am Interesse von der Kanner, am Interesse von der Schule, dann haben sie das mehr wie meritiert. Das ist einerseits Madame Tessie Bertemes. Madame Tessie Bertemes ist an der Sitzung vom 17. Juni 2000 vom Gemeinderat gestimmt ging und hat als Spielschulsjoffer ab dem Schuljahr 2000/2001 Posten überholt. Madame Bertemes ist an der Albert-Wingert-Schule an dat eigentlich von Anfang an, wenn meine Informationen korrekt sind. Sie hat immer eine Spielschule, außer während dem Schuljahr 2017/18, da hat Madame Bertemes für ein Jahr den Präkos auf den Hüdeln überholt. Also ein wertvoller Arbeit. Merci, Madame Bertemes. Dann Madame Veronique Fixmer, ich gebe auch Sie bitten, dass Sie rupkönnt. Sie kriegt kein Auer. Ich erkläre da, was Madame Veronique als am Gemengerat vom 14. Juli 2000 gestimmt ging, und zwar auf E-Posten vom Präkos. Seitdem hat Schuljahr vom Präkos
Seitdem ja assi Schuljoffer am Prikos an der Albert Wingert Schul. Ich muss mich anschëllesche heich die Dimmer hat an ich so hawer immer geléiwt mat an Veronik fix ma oder dat Veronik, weil der Veronik sie huet gesot sie wählt keng Auer. Sie gif lewer hunn, dats man dat Geld wat man fir Dauer gifen investieren, dats man dat und der SPL Jahre spenden. Du mat huet mat dem Veronik eng Patenschaft vun engem Mädchen fir 2 Joer ugeholl, an dëst soll de Mädchen net erlaubben an Schul können ze goen, an noch dat Mädchen alles krit wat hat fir se Liwen brauch. Ich mengen den sympathisch an den noble Gest vun der Madame Fixmaran, du fir der vun ech hier gerne Buke Blumen iwwerrechen. Last but not least, Madame Danielle Jarocek-Deré. Ja, Daniel, sie ass den 30.07.1999 am Gemengerot gestimmt, gin an du gefangen op engem Posten als numerär fir Schuljuar 99-2000. Seit dem Schuljuar 2000-2001 interveniert Madame Jarocek als Chargé de Cours. Sie huet all die Joren immer surnumerärs Posten besat an huet an der Zeit in anderem och Moralstunden gehalen. Ich mein, noch sie huet eng wertvoll Erbechte an eise Schule gelegt. Ich muss so ich weiß auch von meiner Frau, dass Daniel ein ganz engagierter Person war, par rapport zu allen Kanner, die speziell Doléanzen, die speziell Sorgen hatten, an dem sie diesen Applaus verdient noch dauer. Und da kommen wir zu einer Ehrung, die immer im Nationalfeiertag geschieht, das sind die Merite d'Ordre Nationaux. Da haben wir den Kollege Greten Scherl, hier feiert den Beruf aus, wenn ihn den ausübt, da kann ihn die Maske zu jeder Zeit ausüben, weil man der Maske lässt schlecht schwammen. Dat deint sich wat den Herd, dat war van wo Konfinement war konnte net an d Wasser go, weil du war net erlaubt am Wasser ze schwammen. Mit den Charles Greten hin huet während 25 Joer am Dienst vun der Allgemeinheit geschafft, den ass nominiert gin 1995 an der Septembersitzung vum Gemengerot als Schwammeister am Centre Sportiv. 14 Erbecht mat enger guter Regie der Hand aus, 14 Erbecht mat Armee Conscience aus, an dofir huet den méi wie d'Auszeechung fir 25 Joer am Dienst vun der Allgemeinheit verdient, an der das Medaille en Vermeil Ordre de la Couronne de Chêne. Ja, also du musst hin aus den Enschen hinner weil Claudine muss goen. Bei die Damen und Herren, wir sind dann dummer den Moment von unserer Zeremonie. Bleibt man nach just allen Merci zu suchen, die hier mit engagiert waren. Eine ganz große Merci geht und als Claudine Feierreisen. Ich weiß, das hat nicht gern gehört, wenn es an den Himmel gelöft geht. Wir machen das einfach, weil es heute die Löw mehr wie verdient, stellvertretend für all die anderen Kolleginnen aus engem Service an den Nebenservice, die eng Hand mal gepackt haben. Claudine, dir große Merci für dein Engagement. Et merci, den ich auch gerne weitergehen nun alle guten Leute aus dem Atelier, die hier bannen eng Sachen zu erledigen hatten, die du draußen für die Leute sie für hier Vierwils tut oder hier Vierwils sagt, wie ihn dann eigentlich mis genannt gehen, wäsch zu holen. Merci, den ich dann will mat abschließen für all das, was da ist leider auch während dem Konfinement für die Schöfflinger Bierger sowie Einzelvereine da doch gemäht tun, gelegt tun. Ich alle guten auch einen großen Merci für Ihre Präsenz an
Last but not least doch dem Erik Gerardi e ganz großen Merci an Erik. Ich mein, du kriegst auch Blumen. Die kriegst du nicht von mir, die kriegst du vom Claudine. Dem Yves macht eure großen Dem Yves macht ihre große Merci an Schuse auch nicht vergiss. Madame Sie da ganz große Merci springend Blume mat van de Schlansch kommen dann hunch mat Fredfir die ze iwrechen an noch dem Philipp Klos große Merci schon malo einfach so vun Einzelheit zugelos Madame Sie da an den Herr Klos die hunn ganz flott Interventionen ha gehabt, die ganz bereichernd waren ganz qualifizierend dofir Eger noch dem Yves e großen Merci an den lechten Applaus fir. Du mat wärmer um Schluss mir gifen an Lohnkreis Musikieren uschlesend vun demselvichten gifen se Europahim spielen, da gi spielen opstuen an zum Schluss dann Nationalhim, die man da könne mat sagen. Merci.
Tschüss.